Hallo, liebe Freunde. Vandaag weer de nächste video voor ons dus gemerkt. En ik dacht dat we maar een frisse video maken. En ik heb vandaag weer 3 Bibelversen. U weet wel van de reden. En wie hier, ik had de laatste tijd zeer veel dingen gehoord. Waar mensen over de nächsten wat zeggen. Een mens die hiert wordt van God, wat hij doen zal. En dan komt de nächste en zegt, dat wat du das, dat is erg en dat is geen Bibel. Ohne dat hij een afwijs heeft. De komt en zegt, dat is erg wat du das, en heeft aber geen afwijs uit de Bibel. Maar wie kan de nächsten zeggen, dat is erg wat du das, dan doe den wenigstens een Bibelvers wijzen. Oder würde sagen, dass das erg ist, was du das. Wie Menschen, wir lernen von klein an Dinge, was Mama und Papa uns lehren. Und dort glaube ich. Mama und Papa waren uns das Beste für Sachen zu lernen. Über die Bibel, die lebt, wie finden du Dinge immer mehr binnen? Wie finden du immer mehr binnen, was die Bibel uns sagt, was Gott uns sagt. En du kommer immer weiter Dinge verdelen, was anders ist, als was wir geleerd haben. En wenn ihr dort dann nu anders steht, wie sagen ihr dort? Wir werden nicht sagen, da was du das ist erreicht. Wenn wir dort sagen, dann werden wir auch abweisen, dass das stimmt, was du zu denen sagst. Von daher habe ich 3 Bibelverse, wie ich die letzte Zeit sehr angedacht habe. Du sind viele Menschen, die lassen sich abnehmen bei der Kirche. Und die Gemeinde wird versprochen, dass die dort dann bleiben. Und da will ich eigentlich wissen, dass das anders ist, als was wir Menschen dort zu Hölle haben. Die Menschen, die glauben, wenn wir bei einer Gemeinde beginnen, dann müssen wir dort bleiben. Bei der Gemeinde, wo das dann ist, wenn das nu Gemeinde Bartul ist, wenn es eine Gemeinde Sommerfeld ist, oder was immer das für eine Gemeinde ist. Dann glauben Menschen, dass wir mit der Gemeinde, du musst wir bleiben, wenn wir uns treuen, wenn wir uns abnehmen lassen, dann dürfen wir versprechen, dass wir dabei bleiben, aber ich glaube nicht, dass das ist, bei der Gemeinde Barstuhl oder bei der Gemeinde Sommerfeld oder was immer das ist, für eine Gemeinde. Ich glaube, das ist die Gemeinde, wo Jesus Christus ist. Jesus Christus ist die Gemeinde. Wir Menschen, wir Mennoniten besonders, wir bühen ab Religionen ab. Wir bühen gleichwürdig ab Jesus Christus. Wir bühen ab Dinge ab, die Menschen abgestellt haben, und ab dort bühen wir. Von daher habe ich hier 1. Korinther Kapitel 3, Vers 17. Und wie wir das klar haben, du sind viele Kirchen, wir hören Jas, und die fahren eine andere Kirche als wir. Und sehr viele Städte schaffen das nicht so. Wenn Jana von einer Jana Kirche, das sind ewige Bagda oder was immer das ist, das sind Pepsi, was nach vielen Städten gesagt. Und wie hoor jas, en ik feil dat. Die fahren über eine andere Kirche, und ich feil dat über, dass die an dezelfde Gemeinde wir als wat ich. An dezelfde Gemeinde. Und da wir an der Gemeinde, wo Jesus Christus selbst ist. Wenn wir haben beide Jesus Christus im Hart angenommen. Wir haben Buße getan über unsere Sünde. Unsere schlechte Sachen abgerieben. Und nun sind wir sind wahre geboren durch den Heiligen Geist. Wir sind nun nicht mehr vom Fleisch geboren, sondern vom Geist. Ich kann dir anders sagen, wenn du niemals mehr gestorben wärst, dann mag wir wahre geboren werden. Jesus wahre geboren. Dann ist unsere Säule. Dann können wir uns Sachen merken, dass wir für ewig leben bei Gott im Himmel. Für ewig schön sein. Aber 1. Korinther Kapitel 3, Vers 17, das sagt dort, wer Gott seinen Tempel zu schauen merkt, dem merkt Gott auch zu schauen.
Gott sein Tempel ist heilig und die sind den Tempel. So wie hier dort hier so klar, das ist der Tempel Gottes an uns. Wenn wir uns schlechtet abfällen, dann haben wir doch schlechtet an das Zeit. Du hast vielleicht dummes Spiel, da für da oder Sonntag zu Sonntag. Das ist in die nicht Zeit. Das ist ganz einfach gesagt. Das ist, was das ist. Nicht ohne. Und mit dem Müll riechen, das ist, was an die nicht Zeit ist. Ich kann viele Dinge sagen, Menschen, was die in ihrer Zeit haben. Viele Menschen, die fliegen drinnen an die Zeit, aber wollen dort nicht an. Wenn die sind im Tempel. Die kriegt an die Zeit. Wenn du fliegst, dann stell dir die Frage, fliege ich wirklich an die Zeit? Wenn du bist die Zeit. Das ist, was die Bibel sagt. Ich habe 3 Bibelverse. Und der nächste. Uit Lukas, Kapitel 6, Vers 45. Ein guter Mensch, was u dort gödet, an sein Hort, gödet voneinander bringen. Und ein schlechter Mensch bringt von dort Schlechtes an sein Hort, Schlechtes voneinander. Weils, wovon dort Hort voll ist, redet dort Müll. Ganz klarer Bibelvers. Dat zelfs nu lezen. Dat zelfs, en dan weet je dat vanavond dat staan. Lukas, kapitel 6, vers 45. Dat is veel beter wanneer je dat zelfs leest, als wanneer je een beetje meer hartje. Dat is veel beter. Dan kan je dat wirklich geloven. Dat du es dort sagen. Wir proben Interesse zu sein, aber wie glauben wir wirklich die Bibel? Wir sagen, ja, ich weiß, wer Jesus ist, aber wirklich habt ihr den am Hort nicht. Sag, ja, ich kann Jesus, aber viele, die wollen nicht von Jesus reden, wenn du hast nicht von Jesus am Hort. Von was soll sie reden? Die wollen einfach nicht. Die haben gleich die Erfahrung von den Heiligen Geist. Gott will haben, dass wir uns Hort reinwaschen mit dem Blut von Jesus Christus. Und dass wir uns verfehlen lassen mit dem Heiligen Geist. Was Jesus hat voraufgeschickt. Wird raufgetan auf uns Menschen ab. Wir können das annehmen. Aber viele von uns, wir sind so steinkopfig, uns Hort ist so hart, du kannst nicht für die Schrift nehmen. Wir haben nicht nur Zeit für die Schrift. Wir haben nicht Zeit für die Bibel lesen. Einmal einen Tag über Schafe. Ja, ich habe von der auch geschafft. Ich habe von der einen normalen Tag geschafft. 10 Stunden. Oder mehr, steht wie ich weiß. Aber wenn ich nicht bin, Gott wird immer mit mir, ich kann mit ihm reden. Und was? Wenn ich Jesus Christus habe angenommen, dass der Heilige Geist an mir ist, ich konnte den reden, der redet zu mir, das ist wunderbar. Das ist schön. Das ist Kreuz, was mein bester Freund zu mir redet, oder noch besser. Ich spaziere mit ihm. Das ist schön. So, viertens, ich kann Menschen, die schwere Titel durchgehen. Und so eine Menschen denken. Was denke ich dann? Wie würde ich die Haupt haben? Dass ich würde gerne durch schwere Lasten kommen. Du sind Menschen, die sind eine sehr, sehr schwere Lastbahn. Das ist alle in 2. Alles ist 2. Da wird sich mäßig mal rot. Wie soll ich haben? Ja, da wie ein Mensch, der gleicht doch nicht, wenn ich das ist, wenn ich das für die Schrift rede. Der pflegt mich. Sehr pflegt mich. Der will mich da. Ich sagte denen, ich soll euer Zwei nicht vergeten. Die alles vergibt. Da wir nicht eine sehr lange Zeit Luther, dann rede ich mit 3. Dann sieht er das, am der Leid. Am der Leid. Na, nach einmal stürzt die Luther, dann sieht er auf einmal, heute kann ich wieder. Heute wie fast, heute kann ich mal schlupen, die wie eine Eich. Wenn er wie bedreht, mit schweren Lasten, Menschen die Körperrichtung, das ist alles schwer. Viele Menschen, die dann Perlen annehmen, das soll weg und das soll betäuben, aber für jeden von da.
Die Perle, die wollen uns nicht berühren, ich sage ja. Dort gibt ein sehr schöner Bibelvers. Matthäus Kapitel 11, Vers 28, dort sagt, kom alle naar mij, dat je je zware lasten gaan en bedreigt in mij zijn, en ik wil je geven. Nicht die Perle, nicht die Mercien. Jesus will je geven. Dat is wat die Mensch deed. Hij uit in de erklärung van wil mensen kunnen afluiten. Die Menschen fangen op einmal an terroren. En hij zegt dat, den zien je los daar. Die breken los. En dan neemt het wunderbar het geschenk aan wat Jezus Christus is. Dat geschenk is ook voor die. Die mag dat aannemen. Dat krijgt in dert. Wenn es sehr große schwere Last du auf den Hort hast. Ja, du wirst krijgt, weet je. An den Hort, tijd an den Hort zu sein. Sagen, wo ich überhaupt nicht mehr gleich. Das schwer du bist. Aber ich weiß nicht, wo ich das rüt war. Aber Jesus Christus sagt, kommt nur mir. Ich will das rüt nehmen. Und er will je een nieuw hart geben. Die will Lading merken. Dan vraag Gott, dat Gott je wordt verlen met den Heiligen Geist, dat je keine Gemeinschaft haben mit ihm. Das ist wunderbar. Das wünsche ich dir für diese kommende Welt. Hab einen Segen mit dir.